Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus Christus. Wow, dit speelt zich hieronder, speelt zich vreemd. Speelt zich van een vreemde stad zijn. Ik ben al met een beetje naar de feest dat ik zal hier kijken vergehen. We zijn te dicht, we zijn heel wat we geleerd hebben, niet? Nou, dat is alle goed wat we zijn. Ik wil vandaag vertellen van Entscheidungen maken. Entscheidungen maken die Segnungen brengen doen. So, wat braucht het om wijze Entscheidungen maken? Dat wat we vandaag kijken nu, zien wordt nu, wo we rood van herkrijgen, wo we rood hernemen doen, omdat we geen rechte Entscheidungen maken. So, rechte Entscheidungen machen, das ist sehr wichtig. Ich weiß bis von mir selbst, ich habe ja gesagt, dass ich da eine andere Reihe merken, was mich treffen hat. Wo ich mit Stracheln da einmal. Und dann trägt ich in der einmal und denke, also, wenn er das oder ja noch einmal können, noch einmal Zeit kriegen, dann die Entscheidung merken, aber das ist zu laut, wenn wir einmal haben die Zeit durchgegangen und wir haben auch rechte Entscheidungen gemerkt, dann ist es zu laut. Noch eine Gelegenheit kriegen wir nicht, aber von da wieder können wir dann rechte Entscheidungen merken, wo wir vielleicht von lernen. So, um gesehen zu sein, hat zu tun mit Entscheidungen merken, die wir merken. Oder der Wohl, die wir merken von der. Der Wohl, die wir von der merken, dann wird sich utweisen in der Zukunft. Und wir dann jeden Tag, was wir leben, dann wir Entscheidungen merken. Und dann, wo wir sind, ist es Haus sein oder bei der Arbeit sein oder wo immer wir sind, wir merken verschiedene Entscheidungen. Und so, weise Entscheidungen merken, das ist wirklich wichtig, um einen Segen zu kriegen dort. Und ich glaube, was da wirklich einen Segen bringt, das ist, wenn wir gehorsam sind, nur Gott sein Wort noch. Wenn wir uns nur Gott sein Wort richten, und was dort sein wird, dann nur Entscheidungen machen. Was Gott sein Wort zu uns zu sein haben, uns zu lernen, und gehorsam sind, und dann dort, was sein Wort sein wird. Und auch besonders einmal, wie man uns wählen, dankbar zu sein, jeden Tag. Dankbar zu sein für uns Leben und für was wir haben. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Vers 8 hier, das heißt, seid in alle Lehren dankbar. Das ist mir ein bisschen schwer, wenn ich an das denke, da in alle Lehren dankbar sein. Das ist einmal schwer, nicht? Und wir durch verschiedene schwere Dinge gehen und einmal, sollen wir dankbar für sein. Dann staust du und wirst ein Dankeschön. Dankeschön für das, was ich durchgehe. Hier wird was Gott vielleicht mitkommen, wenn ich dankbar sein. So, das, was Paulus sagt, ich seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von uns verlangt. Das ist Gott sein Verlangen für uns, dankbar zu sein. Und ich glaube, wenn wir gehorsam sind und tun dort wirklich, wir uns wählen, dankbar zu sein, als wir uns zu einer Feilen tun oder nicht, ich glaube, das wird es sein, da wollen wir einen Segen kriegen, wenn wir das tun. Das ist Gott sein Verlangen für uns, dass wir das tun. So, Entscheidungen machen. Rechte Entscheidungen machen. Wo wir von der sind, haben viel zu tun mit der Entscheidung, die wir gestern gemerkt haben. Die wir in der Vergangenheit gemerkt haben. Das, wo wir oftmals zu Stunden kommen, das hat zu tun mit was für einer Entscheidung wir gemerkt haben. Und wir Entscheidungen merken, nur Gott sein Willen nur. So, und wenn wir in Gott sein Willen leben, dann das bringt Segnungen. Zu uns und auch zu unserer Familie bringt das Segnungen, wenn wir rechte Entscheidungen machen tun. Und der rechte Mann, von der rechten Entscheidung machen, der das gut für die Familie. Das sagt in Sprecher 20, Vers 7. Ich lege das Sprecherbücher mal sagen. Das sind sehr guter Rotbahn, viel Weisheit, wenn wir uns tun Rechten tun. Sprecher 20, Vers 7 sagt, in der rechte Mann führt ein frommes Leben, den sie nicht kennen, wird dort nur her gut gehen. So, was hat zu tun mit den Vätern, wenn der Mann rechte Entscheidungen machen, dann wird die Familie durch den Segen kriegen. Das wird gut sein für die Seite. Und her wird das gut gehen. Hier redet von einem Mann, ein gerechter Mann. So, hier redet von einem Mann. Der Schrift sagt viel zu dem Mann. Der fehlt für uns Männer, uns Väter in der Familie, uns Lehrer in der Familie. Wir als Lehrer, wir sollen in Vergang gehen und rechte Entscheidungen machen für die Familie, damit die Familie können Segen haben in der Zukunft. Und auch Gott für unsere Kinder, dass unsere Kinder können ein gutes Leben haben dadurch, mit der Entscheidung, was wir machen tun. Besonders wir als Männer, als Väter,
Ich weiß, die Mutter auch, der hat auch sehr großen Einfluss in der Familie. Aber hier redet es besonders von den Vätern. Also wenn ein gerechter Mann ein frommes Leben führt, dann wollen sie nicht hin, wo das gut kommt, her. Gott sagt auch zu sehen, dass er so eine rechte Entscheidung machen, die Vers, die ich in der Bulletin tun habe, 5. Mose 30, Vers 19, das sagt Gott, das Volk da, ich gebe ihnen von dir eine Wohl, ob je Leben oder Tod haben wollen, ob je den Segen oder den Fluch haben wollen. Und ich kriege den Himmel in der Erde, dass sie sollen Zeugen sein. Und dann sagt Gott, du wegen will nu leben. Das ist Gott seine Idee für uns, sein Verlangen von uns. Sagt er, du wegen will nu leben. Das jönt, und jene nu kommen, was Gott kann. So nicht bis für die Zeit, du dann groß, aber sagt für jönt, und jene nu kommen, was da nu her wollen kommen, dass die wollen in Serien durchkriegen. Ich weiß, dass das Alte Testament erstmal sein soll, das Alte Testament hat hoffentlich viel zu sagen zu uns, aber ich sei anders. Ich glaube, das Alte Testament, das hier uns von der und nach kriegt, so nötig noch. Besonders in der Phase, das steht, wo Gott die Tode nicht sollen weise Entscheidungen machen. Die sollen sich wählen, was sie wollen haben in der Zukunft. Aus ein Segen oder ein Fluch. Soll das für uns von der und nach kriegt so. Und wir wollen hier wieder nochmal sein, von wo nötig das ist, dass wir rechte Entscheidungen machen tun. So Gott sein Willen ist, dass wir alle sollen Entscheidungen machen. Er hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir uns entscheiden, dass wir weise Plan machen. Und er will haben, wir sollen gute Entscheidungen machen. Er sagt, du willst nu leben, was jünt in jene nu kommen, was Gott kann. So das ist hier, das ist nicht bloß zu der alten Zeit, aber auch für uns von der, die nu kommen, was nu herkommen wollen, wo unsere Kinder wollen, einen Nutzen von uns haben. Die Entscheidung, die wir machen wollen und tun. In der Geschichte von Petrus aus der Pfingsten, die sehr manche kraftvolle Predigt predigen, was da passieren, wo so viele Menschen taub kommen, die kommen Menschen taub von weit und breit, verschiedene Sorten Menschen kommen da taub und horchen Petrus predigen. Das wird eine sehr kraftige Andacht. Da werden wenigstens 3000 Menschen, die da zum Glauben kommen. Und was das tut zu den Menschen, weil sie haben diese Entscheidung gemerkt, dass sie wollen Gott nur folgen, die gehorsam sind, was Petrus zu sagen hat. In Apostelgeschichte 2, Vers 28 sagt Petrus zu an, sie haben ihr euer Frühen, sondern was soll wir tun? Und Petrus sagt an, kehrt und lasst ihr alle in Jesus Christus sie Namen deipen. Das jönt, die Sünden vergeben worden, dann wird Gott jönt den Heiligen Geist schenken. Das wird den sehen, was sie da kriegen, und sie wollen gehorsam sein und amtieren von der alten Leben. So, das ist in dem Neuen Testament. So, wenn die wollen amtieren von der alten Leben, da wird Gott ein Geschenk geben, das wird der Heilige Geist, dass der wird helfen, entwiesen, entladen und so weiter, den wir von der auch kann. So, diesen Segen wollen sie dann kriegen, dass Gott an den Heiligen Geist schenken wird. So, das ist, was Gott versprechen wird. Von der und da haben wir gleich so. Und das auch, das wird nicht bloß für die Zeit der Menschen, die Rotes Petrus zu predigen, die Menschen, die dann taub kommen, aber auch für uns, von der. Und da wird eine Bedingung wie, ab eine gewisse Bedingung, wo das passieren, dass sie amtieren wollen. Und sie wollen amtieren von der alten Leben, wo sie erst gewas werden und verrückt, oder vorher. In Vers 9, da sagt er, das ist, was Gott jönt in jene Kinder versprochen hat. So, ich habe hier nicht bloß zu der Zeit dann Jerusalem, aber auch für ihre Kinder. Da hat er auch ihre Kinder versprochen, und all die, was weit auf sind, der Gott ans Haar nur sicher open wird. So, all die, was wir studieren, was das hier meint, von der, was weit auf sind, das ist sozusagen, das meint die Nicht-Juden, zu der Zeit, die werden weit auf von der Gelegenheit geraten zu sein. Gott wird versehen, falsch gekommen, dass wir die Juden, aber nur Luther, nur hier sagt, dass die wollen auch geropen worden, da wird Gott sich nur sicher open. So, durch die Entscheidung, was sie hier mehr andeuten, dass sie amtieren von der alten Leben, und die Bekehrten sich und leiten sich deipen. So, das wird ein Segen, was sie kriegen darüber. So, all die, was da nachher auch nach wollen kommen, für die ist das auch gemeint. Und wann sind die? Paulus sagt in Römer 9, Vers 24, und dort sagt wie,
dass er dort geroepen heeft, nicht bloß von den Juden, aber auch von den Völkern. So, das habe ich hier, dass wir etwas für die Juden gemeint hat, Zeit. Auch für die Völker. Und wir sind dann nicht Juden. Und das ist auch noch anzukommen. Gott sei Dank für die Menschen, die zu der Zeit einmal eine Entscheidung gemerkt. So viele Menschen müssen durch eine Entscheidung, die für einen auch ihre Kinder einen Segen braucht. Ich habe viel von lesen. So, es ist wichtig, welche Entscheidungen wir machen, von der auch wir alle. Und wir tun rechte und wichtige Entscheidungen merken. Dort ist es so sein. Dort einmal wieder Entscheidung, was wir merken, und dort ist es von wir tun so sein. In der Bibel sagt, was wir sehen, wo wir auch ernten. Das wird in der Zukunft wird auch zurückkommen, was wir ernten tun und was wir sehen tun. Galater 6, Vers 7 sagt, er könnt nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Einmal leben sie vielleicht, Gott wird das oder dort nicht zu sein kriegen, oder er wird uns nicht belohnen dafür, wenn wir alle schlechte Entscheidungen mehr tun, wo er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Dann sagt er, wird er sät sein Fleisch zu gefallen, wird vom Fleisch verdorben ernten. Wer aber sät den Jäst zu verdorben, wird den Jäst zu gefallen, wird vom Jäst dort euer Leben ernten. So wofür ist es nicht leicht, den Fleisch der Wahlen zu lassen, sich wählen, was sich noch feilen, das zu tun und dort annehmen, und dann lassen antworten, das wie was ich getan habe. Das hat ich nicht so tun. Wo wir vielleicht zu laut an und kriegen eine Ernte durch. Und ich sehe Gott dankbar, dass er Dank für er ist willens, als er ist gnädig, uns zu vergeben, wann wir können rechte Entscheidungen gemerkt, aber was er nur herkommen dort wird er einmal nicht wahrnehmen. Wir wollen ernten, was wir gesät haben. So, das wird er kommen von der Entscheidung, was wir merken tun. Menschen, die merken Entscheidungen, und oftmals dann sind sie, wo sie sind, willst du Entscheidung, was sie gemerkt haben. Hier habt ihr auch, er hat gesehen, dass das so passieren wird. Und hier, Vers 8 sagt er, ich habe das Ferken gesehen. So heißt er, ich habe das Ferken gesehen. Dass der, wer Schlechtes anpflegt, in Trouble sein, der kriegt dort in der Ohren kriegt. Und ich glaube, wir wollen nicht sagen, wir haben auch Ferken gesehen von Menschen, die da schlechte Entscheidungen mehr und dann, wo die hinkommen, dann, was mit denen passieren wird. Habe ich oftmals gesehen. Und ich habe auch für uns selbst rechte Entscheidungen gemerkt, und dann Luther dann mal die tun dafür. So dass das rechte Entscheidungen merken. So wir haben viel Warnungen in der Bibel, rechte Entscheidungen zu merken. Dass Gott das sehen kann. Und das ist so nötig und wichtig, dass wir arm nur rot Frauen tun. Das ist das ganz Wichtigste, das Nötigste, was wir tun, dass wir Gott nur rot Frauen tun. Dat anerkennen dat ons help veel dat ons veel rood en dan arm onkruien im Gebet sein, mir fehlt help, mir fehlt rot. Ich will mich hier nicht mehr weiten. In der reiche Person eine rot Frauen, nicht die Gottlose. Wir wollen Luther Meier von hier von was das gottlose Menschen eine rot Frauen. Aber da ist wichtig, dass wir Gott erstens eine rot Frauen dann und dann auch andere Menschen. Das sind die Menschen, die da sehr gottesfürchtige, weise Menschen sind. Auch in unserem Markt haben wir auch so eine, wo wir kann viel Rot von kriegen, von her kriegen. Der gute Rot haben. Aber die gottlose Menschen, der haben gleich gute Rot. Die geben einem so ein Rot aus, wo sie selber ein Leben tun. Das sind da, weil sie haben sich selbst gewählt, auch eine Rotfläche genommen und das Leben tun. So dass es weiß, wenn wir eine reiche Person eine Halbfrau tun. Und dann besonders nur Gott. Erstens nur Gott. So, da haben einmal, der Gottlose haben einmal viel Rot unterbeiden. Das sind da oder da und eins wurde, aber das einmal nicht reichter Rot, nicht guter Rot. So vorsichtig sein, ne wem oder wo wir nur Rot gehen tun. Und wenn uns Rot fehlen, dann, ich glaube, ich für mich selbst, ich rede von mir selbst mehr als vielleicht für eins und anderen, aber von mir selbst, ich mache das Tauschstunde, mir fehlt oftmals, mir fehlt Ferken, guter Rot. Ich mache das Tauschstunde. Und dann reicht der Rot annehmen, wollen uns dann das unternehmen.
Nicht zu leben, dass ich weiß alles, ich habe alles, ich habe das alle taub. Einige Menschen, die haben zu sein, mir fehlt nichts, ich habe alles, was mir fehlt, nicht. Ich weiß, was ich tue, ist reich. Aber das sagt ein Sprecher, war ein Sprecher 12, Vers 15, in Schasel sitzen, war ich immer ausreicht. In Schasel sagt das, auf Englisch sagt das ein Fool. Der sitzen, war ich immer aus von das Reich ist. Wer aber Rot annimmt, der ist weise. So was die weise sind, dann versagt ich dann, wo du den Rot herkriegst. Da tauschst du nicht die Rot fehlen wird. Ich dachte an eine Geschichte, was wir in der Bibel haben, auch im Alten Testament, wo Moses gerufen wird, das israelitische Volk von Ägypten rüberbringt in der Sklaverei. Und Moses da hat viel Weisheit gekriegt von Gott, das hat getan, dass wir so eine sehr große Schar Menschen und dass wir eine sehr große Arbeit. Und er musste einmal den Menschen probieren zu helfen, wenn die gehen ewig und ihr Säcken, die viel helfen, sein, wer reich wird, wer arg wird, dann kommen sie mit der Sache, ne Moses, dann soll Moses sein, wer reich oder wer arg wird. Und so kommen viele Menschen nach Arm. Auch von der Grünzen, die grum Säuen, da werden so viele Menschen, die kommen nach Arm, eine Rot und helfen, den Arm grum Säuen in Klauen und so weiter. So, er soll der Rot schlüten für die Menschen da, für all die Menschen. Und sein Schwierfutter, der sagt der Tau, der checkt, was er tut. Und er sagt, das ist nicht gut, was du das. Was du hier das, er mag das, was er tun, das wird nicht gut. Er hat sich so eine große Arbeit angegangen, er wird utbrennen und ja dort. Das sage ich nicht gleich mit das Salgivier drüber. Also das ist eins, wenn Menschen sich zu viel angehen oder zu viel Arbeit gegeben wird, die können dann mit der Zeit gleich drehen und brechen die Taube und brennen die ut. Und das wird sein Schwierfutter von Arm sein, das heißt, das ist nicht gut, was du das. Und Moses sagt, wenn du ein vollmachter Volk verkämpft, dann kommen sie nicht mehr. Und ich rechte an die Waschen an und sei an, was Gott seine Ordnung und Gesetz sind. So sind Schwierfutter hier vom Gode Rot. Also, 2. Mose 18, Vers 17, Moses sein Schwierfutter sehr zu arm. Das ist nicht gut, dass du so das. So er sagt, das ist nicht gut, dass du das. So haben die weitere gut. Menschen, die können nur so und so viel tun. Eins von denen wird so, wenn ein Mensch ist, die gewisse Arbeit täten, der das sagt, gut, und Menschen sehen das an, die kicken das an, und dann geben sie eins mal immer mehr Arbeit ab, immer mehr. Die sagen, der kann das auch noch tun, der hat das so fein, der hat so eine feine Arbeit getan hier und dort, wollen wir das auch noch geben? Und dann wird er evaluiert, und eins von kann sie dann nicht nee sein, dann nehmen sie sich viel zu viel Arbeit an, und brechen sie taub tun, ja. Und das wird Moses in Schwierfutter sagt von Moses. Er sagt, das hältst du gleich ut. Nicht du und nicht dein Volk. Das ist zu viel, dass einer das allein soll können. Das ist ein Schwierfutter dort. Er beobachtet, was er da tut. Also, das ist zu viel, was du da hast, das wirst du nicht können. Für andere dann von kleinen Stutz, die können sie das utteilen, aber mit der Zeit dann brechen sie taub tun, ja, mit einer großen Lot, das ist dort. So sind Schwierfutter, der hier vom Rot, er soll die Arbeit verteilen, mag andere Menschen. Gottesfreie Menschen sind, die das können, soll er verteilen, dass er am Halben leiden. So, hier vom Jesaja von der Rot. Er sagt in Vers 21, lass die fähige Männer ut von das Volk, Männer, die Gott fürchten, so Männer, die Gott fürchten, die dort vertrauen sind, die nicht zu bekäupen sind. Ich dachte hier mit dir nur, das ist interessant, was sagt, die nicht zu bekäupen wird. Wir weten auch von der Vergangenheit, insgesamt Menschen, die gehen zu bekäupen. Auf kurz, einmal, wenn sie auf kurz annehmen, das haben eine Sache, probieren zu regeln für die, wenn du genug Geld hast, da genug Geld anbieten darfst, dann gehen sie einmal zu bekäupen. Geld kann einmal so, Geld hat dort Arbeit ist dort. So, und hier war doch wohl auch so gewesen, aber Wort. Jethro, sein Schwiegervater, sagt, sondern die nicht zu bekäupen sind. Und stell die an, als Beamte über 1000, und Beamte über 100, und über 50, und über 10. So, er soll dort verteilen manche Menschen over te wieren. Dat aan zijn arbeid kan leichter worden. En later lezen we dat Gott sagt, zu Moses soll eine Gruppe Männer wählen. In 3. Mose 11, Vers 16 sagt er, der Herr sagt zu Moses, versammel mir 70 Männer von der Lehrer in Israel, von der du weißt, dass sie leidende Männer in Absacher und Felder sind. So heißt er soll nicht so eine Stadt sehen, was er kann, was er ab zu vertrauen werden. Und soll der Pfarrer am Hand stellen. So, dass wir ab ihrensprachlich sagen, wer so rot, was
Jethro zijn Schwiegervater am de geven deed. Das würde Moses sein Leben viel leichter machen, das ist selbstverständlich, dass das wird. So auch war er hinum hier, Gouda rot an, aber das wir nicht rot von der Gottlosen. Und ich dachte, ne wem go wie eine rot, oder was von rot nehmen wir an? Von uns Halbfilm, das was der leiste steht, Hand zu gehen, eine rote Frauen. Ich weiß, Jahren 3, als mein Vater noch leben, ich ging aufmals, ich mein Vater, fuhr ich in Hüsen, und früh ich Papa eine rot. Sag ich, hey, mir fehlt rot für das, oder für dort. Mir später sich immer so, er fällt sich geirrt, wenn wir dort leiden. Und ich wird wirklich gesehnt. Ich könnte Papa eine rot frauen, und der gibt mir für uns sehr, wer sagt, Gouda rot. Ich konnte nicht mehr, er ist nicht mehr hier, aber ich habe gute Gedanken von dort. So, wenn die noch einen Vater haben, der will uns als Gouda rot zu nehmen, dann nehmt den rot an. Sieht will uns die Hand zu und sagen, hey Dad, mir fehlt hier rot. Die sind alle alles erkennen, die haben alle viel nach vorne hätten gemerkt, was will ich mich an für rot geben, hier oder da. Und dann darauf achten. Auch bei der Sprecher vorher, Vers 1 sagt, horcht meine Kinder, was jün Vater jün zu lehren haft. Horcht, was jün Vater jün zu lehren haft. Und dann acht darauf, dass die lehren und klug werden. Das ist, was das brauchen nicht. Eine weise Menschen gehen, in den Rot annehmen, dass wir auch klug werden. So war das, was hat Gott die für Menschen in die Werden gebracht, wo die kosten Rot frauen. Um die gesehen sind, die Entscheidung zu machen. Vielleicht hat Gott die mit einem Partner gesehen, du hast einen Partner, hast eine Frau, der Frau hat einen Mann, kann dir eine Anzeige Rot geben. Eine Rot frauen. Ich weiß, ich habe einen Partner, wo ich oftmals fertig kann, sehr weißer Rot von kriegen. Einmal sei wir als Mann, wir sind ein bisschen zerstört mit hochmütig, wir leben wie viel gerot, ich weiß das alle, ich habe das alle taub. So, da meint eins von mit den Däumütchen sein, hey, was leist von dieser Idee oder von der Idee? Und dann kommt er für uns sehr weißer, kluger Rotrüt. So, weil uns dann den Partner, den Gott in der Märden angebracht, unternehmen aus dem Partner, was die helfen kann. Der hat einmal sehr weißer Rot. Wenn ihr dort nicht haben, uitgevangen, dan fängt het allemaal uit. En ik zal even stemmen met wat de schrift zegt in Sprecher 18, vers 22, zegt, wer eine früh fängt wat goudet. En er ist vom Gott gesegend. So ich habe sagen, wer eine früh hat, der hat wat goudet gefangen. Warum? Weil dann hast du einen Partner, was die helfen kann. Gemeinschaft taub haben, den taub arbeiten, taub einer den anderen Gedeihen geben, und Weisheit geben. Und ich glaube, die Bibel, die wisst uns ganz klar, dass Mann und Früh, die sind dort, haben sich an sich helfen. Einer den anderen Wellen sind zu helfen, sich taub zu schaffen. So, das ist nötig, dass wir einen Partner haben, dass wir eine Früh haben, wie als Männer. Uns als Männer fehlt oftmals Halb. Warum glaube ich, dass Gott sagt zu Adam, dass wir nicht gut, dass er allein wir? Er weiß, dass er viel ein Frühmensch. Also, das ist nicht gut. Das wird das erste Mal, wo Gott sagt, dass wir nicht gut, was er getan hat. Nicht, dass er was Unrechtes gemerkt, nicht, dass er einen unrechten Mensch gemerkt hat, eins Wort, aber was er nicht gut wird, dass er nicht einen Partner gemerkt hat für den. Er sagt, dass das Mensch, dem wird Help fehlen, dem wird ein Partner fehlen. Erstens hat er bloß Adam gemerkt, der möchte ein Helper. 1. Mose 2, Vers 18 sagt er, und Gott der Herr sieht, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will wir merken, dass wir am helfen, der am passen wird. So Gott will ihm einen Partner geben, der am helfen. Er möchte nicht noch einen Mannsmensch mit den Muskeln, der wird viel Kraft haben und mächtig sein, der am helfen. No, er gibt ihm eine Früh. Viele Menschen, wir wollen nicht gut, der hat nicht so eine große Muskel zu sagen, als wir als Männer. Ich kann nicht so viel tun, als wir können, aber der hat sehr weißer Rot auf dem Hals. Und das wird, was er merkt, und er hat für Adam einen Frühmensch, was er können
wo wir mit Gemeinschaft haben und wo sie eine Familie mit Taub haben, sodass wir bloß ganz und gar eine sehr gute Sehen, was Adam da kriegt, dass er einen Partner kriegt, ein Frühmensch, der anpassen deit. So, wenn die fehlt und die rot fehlen dat und du hast eine Früh, dann gehen wir und sagt den Taubdol und sagst zu dir, hey, ich habe mir was gedacht und ich will sein, was du denkst, dass ich das. Weil ich das mitteilen, dass du hast die, was ich gedacht, was du was lohnt, dann sagen, was lässt du von das? Musst du einverstanden sein oder nicht? Wir haben uns das gelehrt mit wem es der Vergangenheit, der Erfahrenheit, die wir gemerkt haben, wenn wir eine Entscheidung machen wollen, besonders wenn wir eine große Entscheidung machen, dass wir uns hier Stuhl saßen und wir Frauen uns untereinander sind bei uns einer den anderen uitzuhorchen sein, was die verrot haben. Was lässt du von dieser Entscheidung, was ich will machen? Dass die einverstanden mit dort oder nicht? Und wenn wir nicht einverstanden sind, dann dürfen wir das nicht merken. Ich will sagen, weiter, das bringt einen Segen, wenn wir das tun. Und wenn wir das nicht tun, das kann Schulden bringen. Aber wir Ferien uitgefangen, sind wir Ferien angeworden. So das wird meine Rot wird sein, zu all die Männer, was wir früher haben. Sieht bei uns, dass heute stehen, dass, hey, ich weiß, ich sehe den Mann über, mir fehlt auch Rot, mir fehlt auch Help. Das bei uns, das heute stehen. Willst das können Segen bringen. In den helfen, um zu Segen zu sein. Den Gott Rot annehmen. Nicht gottloser Rot annehmen, aber Gott Rot annehmen von dem, was Gott hat von unseren Mäden angebracht. Ich gleich, erster Psalm sagt, hier wir von Pastor Paraklusen, der redet vielmal, dass er noch bringt, der redet von den ersten Psalm. Und ich habe mir mit immer gedacht, ich will von dort reden, als Pastor Peter von dort reden, dann ich mir nicht für uns alle an, ich habe auch mitgeteilt, das hat mir nicht gedacht für den nächsten Andacht. Und dann redet Pastor Peter von, dachte, oh, nun, er hat ganz verdorben für mich. Aber ich wollte mir das mitteilen, wie viel Frieden mir das bringt. So das sagt in Psalm 1, Vers 1, gesegnet ist der, der die Gottlose Rot nicht annimmt. Der nicht annimmt, der ist gesegnet. Und nicht mit Sündertaub auf einem Weg geht. Und nicht satt, wo der später sahen. So, und das ist eine Frage, sind drei verschiedene Wege, wo wir gesegnet werden oder wo wir nicht gesegnet werden. Wer gottlose Rot annimmt, der ist nicht gesegnet. Sondern was er nicht mit Sündertaub am Weg geht, der ist gesegnet. Ab und Weg gehen, wo die Sünder wandeln, wo die hingehen, wo wir teilnehmen, mit was die mit der Taub gehen, mit der Taub wandeln, wo immer da hingehen, das bringt nicht einen Segen, das bringt einen Schaden. Das bringt Schaden. Ich glaube, das ist Part von was Jesus von reden, sondern was auf den rechten Weg gehen, auf den breiten Weg gehen, wo viel Raum ist, wo viele Menschen sich wählen, Hand zu gehen, mit zu wandeln, wo sie boven leben tun. Und Jesus sagt, der Weg ist breit, der in das Verdorben führt. So, das wird das hinführen, dass der in das Verdorben führen. Und viele, Jesus sagt, viele gehen den Weg. So viele Menschen, das leicht hat, so ein Weg ist das zu gehen, dann brauchen sie nicht ab ihrens je in der Sinn, was sie dort leben tun. Und das ist leicht, bis das merken und gehen mit der Taub und so eine Entscheidung merken, was die tun. Und das bringt Schaden. Und dann sagt Jesus, das sind viele Menschen, die gehen auf diesen Weg. Das ist der breite Weg. Es ist gefährlich, da oben zu gehen. Sagt, gesegnet ist der, was nicht auf diesen Weg geht. Oder der nächste Punkt, wo wir hiervon reden, das Satten, wo der später Satten tun. Satten, wo der später Satten tun. Wo ist dort? Was ist gemeint, wenn er sagt, du Satten, wo der später Satten tun? Ich dachte immer, wo kriegen wir uns zu Satten? Wo kriegen wir uns zu Satten, wenn wir eins von der Versammlung sind, eins wo vielleicht mit der Arbeit oder wo immer das mag sein? Kick was vielleicht ran, wo wird mir Dul sein? Wo ist Raum für mich zum Satten? Was von einer Gruppe sehen wir? Was von einer Art Menschen sehen wir, wo wir uns mit Dul Satten tun? Das ist am ersten Mal so eine, was da, ich weiß von der Arbeit, wo ich geschafft habe in der Vergangenheit, das ist am ersten Mal so eine Daschen, wo so eine Sachen tun, was die leichten Menschen zu beobachten, und belachern und sich fragt haben über die und so weiter. Und das leicht bis zu auch mitsaten mit die, dann horchen die Tau und dann auch mitlachen, wenn sie sich fragt haben über andere und so weiter. Ich glaube, das sind später, was die Sporten tun über andere und vielleicht sogar über Christen und so weiter. Das ist gefährlich, mit später Taubsaten.
Und was da passiert dat oftmals, wenn du auch da hangst, du hast keine schlechte Gedanken, dass du was eins was merken, mit schlechten merken, was die tun, aber mit der Zeit, wenn du tof fährst und to lang mit so einer Top ist, auf einmal warst du ändert, du fängst gleich so eine Rede an der Hand, aus der Hand. Fängst gleich so zu pflegen an oder zu spotten über andere Menschen und mitzulachen. Das ist bloß so. To lang mit einer rechten Gemeinschaft haben, dass ein Mensch verdorben. Das ist bloß, was das Arbeiten tut. So, wo kriegst du die zu sagen? Wo brauchst du zu sagen, wo du ein Segen kannst zu anderen, ein Halbbest zu anderen oder auch was mitmerken, was die tun? Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 33, er sagt, lasst euch nicht anschmieren. Lasst euch nicht anschmieren. Schlechte Gesellschaft verdorft Gottes Angewohnheit. Ich glaube, das sehr viel Wahrheit, man. Habe viele Erfahrungen gesehen von Menschen und vielleicht auch selbst die Erfahrung gemerkt. Wenn wir tof und to lang mit so einer Sache top sind, auf einmal fängt einer an, dass einer von Charakter an zu reden, dann kriegt das mit zu merken. So, das ist gefährlich. Also ich gesehen, dass die, was nicht mit später top sind, das. So, wo kriegst du die zu sagen? Und es steht dort, dass wir uns mit so Menschen aufgeben, dann sollen wir lieber nur Vers 2 gehen und merken, was der Vers zu sein hat. Wo ein Segen von kommt, wo ein Segen bringt, Psalm 1, Vers 2 sagt, der über seine Friede und den Herrn sein Gesetz und oder seine Wege hat, und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Du hast ein Segen nicht. Der Psalmist in Psalm 119, Vers 97, over Jahren habe ich doch den Gesetz. Ich denke alle Tag darüber nach. Was do wie, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann denken wir darüber nach, oder lesen wir das, finden das vorbei, dann gehen wir das nächste denken, dann sagen wir, wo war ich in der Arbeit, oder was immer. Oder do wir Zeit nehmen, darüber nur denken, was wir gelesen haben. Das ist das Psalmist gesagt hat. Er dachte alle Tag darüber nach. So, da wie, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann denken wir darüber nach, was wir dort gelesen haben, ans Beschaffen du an. So, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann uns beschaffen mit dort, was wir gelesen haben. Und dann darf ich darüber nur denken. Uns dort loten, die Gedanken trainieren kommen, immer weiter. Nicht bloß so schön durchlesen oder von verjähren. Die Körper sagt, wir sollen Täter das Wort sein. Nicht bloß horchen und hören oder von verjähren. Somebody said mal, wir sind immer nur zu denken, dass wir jetzt eine Kuh, die da freten wird, und der fragt sich voll, und jetzt sich durchleihen, oder jetzt eine Kuh hat, dann bald sitzt das nu Käfte war. Bringt die Dreh ab und dann Käfte war. Sagt boven Raum. Also so wie das mit Gott sein Wort. Das einmal war das Dreh abbringen, nicht bis das durchschlucken und davon verjähren. Das Dreh abbringen, in die Gedanken anbringen, und dann den boven Raum geben. Meditate an es. Ich dachte, das finde ich gut, die Leute, wie Gott da weicht nur die Kirche. Das einmal war das Dreh abbringen. Das sein Wort kann recht in uns wandeln. Dass wir davon reden, dass wir ein Verlangen haben, dass wir immer frisch bleiben in unseren Gedanken. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 16, Lord Christus sein Wort rechtlich man können wohnen. Das soll einfach wohnhaft haben, mag uns. Und dann sagt er, belehrt und halbt einer den anderen in alle Weisheit. Das gibt eine Weisheit, dass wir andere auch helfen in der Belehren von dort, was wir gelehrt haben, was wir in unsere Gedanken haben, in uns Wort haben. So belehrt und halbt einer den anderen. In alle Weisheit singt von der Dankbarkeit Gottes. Ich soll sein, dankbar sein, als ich weiß. Ich soll auch singen von einem dankbaren Hort, Psalmen und jährliche Lieder, um Gott zu ehren. Gott zu ehren. So, das wird der erste Psalm sein, wird er wieder auch sein, dass wir diese Dinge nicht da erst gesehen haben, was der Gottlose Rot nicht annehmen wird, und nicht mit der Sendertaub auf dem Weichert, und nicht, wo später Sachen tun. Und dann sagt der Vers 3, der ist so aus dem Baum am Wutterstrom geplant, der seine Frucht, der seine rechte Zeit bringt, in dem die Blätter nicht verwalten. Dann sagt er gleich, das hier, was hier sein wird, in einem gelenkt
wat immer hij deed. Engels zegt dat all that he does, he'll prosper. So God wordt dat zegenen, wat hij deed, wat hij zich ongoen deed. De schrift zegt dat veel steden, dat ons vergelijken met boom, met vruchtboom. En ik leg dat. Eine zo'n stad is, ik heb mehrmals van dit geredet, ik reed vielleicht een paar Mondagen terug, wo ik reden van de verschillende steden, wo dat van boom reden, dat wo ons vergelijken dat van een boom. Hier in Psalm 92, vers 15 zegt het ook, wo we vergelijken met boom, met vruchtboom. En ik leg dit wegens oftmals de oudere mensen, die voelen zich dat van zich weg maar te broken zijn, die zijn ook te oud, die zijn gleich maar, haben geen invloed, manche mensen maar, haben keine Macht, an die Menschen zu helfen oder eins wird, die sind wirklich gleich mehr zu broken zu eins wird. Wobei gleich, was das erfahren sein wird, Psalm 92, Vers 15 sagt, dass die wollen noch in den alten Jahren Frucht trauen. Jetzt das nicht schein? Und wir sind auch zu alt, haben das oder dort und dann sagt, weil die wollen in den alten Jahren noch Frucht trauen. Und wollen frisch in een blijven blijven. Dat moet worden bij hem zegen blijven, onder te zegen. Dat wordt te broken zijn. Ze zeggen dat troost, dat te lezen en dat op te achten. Dat aan te nemen. So dat is voor de godsverken die wat de zien willen doen, voor de met vergelijk zijn. Dat die worden bij hem vrucht dragen blijven, want die ook al alle zijn. Aber Gottlose vergleicht hij met Spree. De nächste Vers, wo der Wind weich wird. Mit Spree ist mit das hast kein Kuren mehr, das ist ganz leicht, das ist nicht schlüf, das ist nicht spannend. Und das, wo der Gottlose mit vergleicht sein, sagt, aber so sind die Gottlose nicht, die sind so aus Spree, dort der Wind verstift. Ich glaube, ich kann alle Spree von den Mexiko, wenn wir mal draschen, dann wir noch mal Spree, wo alle Kuren noch richtig kommen, wir noch nicht mit windig, dann wäre das Spree weich. Das ist nicht gebrochen, und das hat die Gottlose mit vergleicht sein. Das sind wirklich, das ist nicht gebrochen, das ist besloten von den Wind, die mitnehmen und verwehren. Das sagt in Vers 5, deswegen wollen die Gottlose nicht in das Gerecht bestehen. Und die sind dann nicht in der Gerecht ihrer Gemeinschaft. So, die wollen gleich bestehen bleiben, die Gottlose. Die sind hier in alles, wo die wollen gleich bestehen bleiben. Alles, was sie tun, das hat keine Meinung. Das bringt keine Frucht. Das ist fruchtlos. Das ist Spree. Und der letzte Vers, ich will mit der Vers schließen, das ist Vers 6, ein sehr guter Vers. Sagt der Vers 6, wills der Herr wirkt über die Gerechte Ehrenweich. Das ist doch nicht ein schöner Trost. Wem wird das Herrn aus den Herrn selbst für uns wirken? Der Herr wirkt über die Gerechte Ehrenweich. Und der abhossen der an uns, der wirken der auf uns. Und sagt über die Gottlose, er weicht verjährt. Der verjährt, der sind hier über die, alles was sie tun, dort verjährt bloß, hat keine Meinung. So, ich weiß nicht, wo jeder einer von uns mal ist, wo ihr seid, was die für Entscheidungen merken tun oder was die für Entscheidungen planen tun zu merken. Ich würde jedem einen wirklich Gebetsfall tauroden. Steht ihr taub, wenn die Partner haben, steht ihr taub. Entscheidungen zu merken, weise Entscheidungen zu merken, sondern was durch einen Segen bringen. Nicht jeden einer den anderen sein. Vielmals dann hier einer von Menschen, die sind so sei jeden den anderen. Mein Partner, der dort und das bloß so und so mit denen. In die Grünzen über die und so wieder, was von der ratste Fien sind. Das ist dort hier der Menschen noch mal verteilen. Und das ist nicht, was Gott gemeint hat mit einem Ehepaar. Der hat gemerkt, dass ich einen Segen sein, einer haben den anderen helfen. Und dann taub Entscheidungen merken, das ist eine Freude. So ist eine Freude. Fängt das mal an. Wenn die da vorne noch nicht gemerkt haben, dann fängt das mal an, was das für ein Segen bringen wird. Und das ist ich schon sehe, das braucht uns mal Demut, das heute stehen, das uns halb fehlen, das uns als Männer. Und dann wollen uns dann nur an sie frühes zu gehen, als Partner, was Gott uns gegeben hat, zu gehen, und Frauen und Rot. Und dann taub, mit das unterstehen, was die planen wollen, wo sich dort was dran nehmen, was wir leben tun, wo sich dort dran nehmen, und dann wollen uns dann dafür zu beten. Und dort ist das, was wir uns dann einig geworden, dass wir wie eine Entscheidung merken tun, durch beten, dann sein Wort Gott uns für Frieden geben, was du immer.
You would be surprised what Gott hat. Und wie wollen sind, dürfen te beten, Gott sagen, hey, wie taub, ich mit meinem Partner taub, komm für die und Frauen, die in Rot. Wo wir das oder das sollen tun oder wo wir das nicht sollen tun. Wo das Schoden bringen oder wo das einen Serien bringen. Wenn wir ansehen, wer nur gehen, dann einmal später sich da was ich leben, das ist reich. Ich brauche keine Frauen tun, ich brauche nicht mal Gott und eine Frauen. Dann Leute, wo wir eigentlich einen grauen Schoden gemerkt. Bringt was verdorben. So Gott hat uns einen Partner gegeben für die Ursache. Nicht bis zum sein, dass der abwaschen und Eden mehr an soll für mich. Und die Kleider auswaschen. Wo das ein Sehen, das ist ein großer Sehen. Nicht mehr alle nehmen. Wenn ich in die Hüse komme, dann rechts der Schrein, der Umgas von der Arbeit, dann kriege ich reine Kleider, in die Schiefloden, der war echt schwierig gemerkt hat. Oh, das ist ein großer Sehen. Das jetzt erscheint, aber das ist nicht bloß das Einzige, wo der Früchte gebrochen ist. Das ist der ja viel mehr aus dort gebrochen. Das der Brocken haben, einem sie ein Partner sein, der Armpfoten an der Sein. Sure, das direkt die Schein werden, was merkst du Umgas? Und du irgendwie auf den Smile, und der gesagt. So, ich würde in jedem Moment reden, dort. Da wir unsere Partner ehren, in der Liebe wiesen, in der Respekt wiesen. Und an Gott loben und dankbar sein für dich. Und das sein. Ich danke Gott für die. Ich bin Gott dankbar für die, dass er mir die geschickt hat. Und surprisen, wofür das denn für ein Mensch? Dann habt ihr keinen Reason, nicht einem zu respekten. Sein. Und früher soll ein Mann und ihr tun sein. Ich glaube, wenn wir das würden, was der Schlaf sein hat, was wir als Männer sollen tun, haben sie früher, ich glaube, wir würden kein Problem haben, uns zu tun sein, wenn wir das deuten. Wirklich, das soll leben, als Christus der Gemeinde gelebt haben, sich sein Leben gegeben haben für die Gemeinde. Also, es ist das soll wir unser frühes Leben. Und ich glaube, wenn wir das wirklich deuten, ich glaube, kein Frühmensch wird sich dann wehren, ein Mann zu tun sein. Wo der Schlaf sagt, wir sollen den Sieg beide einer den anderen tun. Nicht bloß der Früh den Mann. So, das sehr viel Weser, sehr guter Rot in Gott sein Wort. So, wenn wir das annehmen. Ich will schließen mit dem, über was ich noch immer unser Herz ernährt am Gebet am Schluss. Gott, himmlischer Vater, wie kommt am Schluss noch einmal für dich. Und wir danken dir, Herr, dass wir dürfen, dass wir die Freiheit haben, zu wählen, Entscheidungen zu merken, dass du uns hast, die Freiheit gegeben hast, aber du hast uns doch gewesen, wo weise Entscheidungen sind und wo schlechte Entscheidungen sind. Help uns dazu unterscheiden, Gott, dass wir nicht wollen, uns wählen, schlechte Entscheidungen zu merken, dass wir nicht wollen, in Sehen kriegen, dass wir wollen Schulden von dort kriegen. Gott, wir stehen da, uns fehlt oftmals Help. Uns als Männer, einzeln leben, wir sind so, wir weiten alles und wir haben alle taub. Aber wenn wir das wirklich wollen, tauschen, dann muss wir sagen, dass uns fehlt oftmals Help. Uns fehlt uns Partner. So help uns, das zu stehen und uns zu demütigen und zu wiesen und zu fragen, wo uns Help fehlen wird, und dann das annehmen, wenn wir Help, wenn wir besser rot kriegen tun. Und im ersten help uns, erst in die zu gehen mit alles. Mit alles, was wir haben, was wir in einem Drehen haben, dass wir das erste wollen, in die gehen, in die Frauen rot. So Gott, lehr uns wiesen, wies uns, wo wir leben sollen. Uns fehlt dein Rot, jeden Tag, zu allen Tiden. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, was du hast, was wir können, wo wir uns können rechten. Musst du das sehen zu uns. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.